Tasche. Er übernimmt die Führung. Meyer ist vorne. Die 448 auf 2. Die 801 von dem Hotelteamer. Und Seite. Vor der Jahreswertung die noch den 4. Platz zu verlieren. Rango Racing ist auf der 2. Meyer ist auch unter Bord. POD Racing Team auf Vizemeisterkurs in dieser Klasse, in der 80 PS-Klasse unterwegs. Und auch in der Tageswertung wollen sie jetzt am Ende doch noch einen Pokal mit nach Hause nehmen, so scheint es, nachdem die McLaren eine Nullrunde gelegt haben. Jetzt hat sie die Racing Team wieder vorne mit dabei. 40 Punkte hat er auf dem Konto gehabt. Das eine Rennen, was er gestern Ausfall zu verbuchen hatte, als in der Batterie voll abgeflogen ist. Das kostet ihn am Ende vielleicht den Tagessieg. Dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht so große Geschenke verteilt an Robert von den Hotels. Aber so werden sie noch einmal 50 Punkte einfahren und den Vizemeistertitel in dieser Klasse sichern. Schlussendlich sind noch einmal dran. Und er muss auch jetzt noch mal was rausholen aus seinem Fahrzeug, damit er am Ende vorne positioniert ist. Rango Racing immer noch auf der 2. Position, wer hätte das gedacht? POD Racing holen sich noch einmal einen Sieg, gewinnen noch einmal einen Lauf souverän hier in der PS-Hölle von Basepool. Die 448 auf der 2.